eben nicht. Soviel zu ihrer Relevanz. Sie hatten Tilly-Brüche und sie hatten das war auch gut. Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer neuen Emission CSV Europäische Impressionen. Das war heute von Straßburg, wo wir als Plenärsession hatten für den Dezember, die letzte vom Jahr. Sie stehen bedauerlicherweise ganz am Zeichen von dem Attentat von der Schießerei am Zentrum von Straßburg, die uns alle gut geprägt hat und die uns als Mordgefühl aufgerufen hat. Wir hatten auch eine Gedenkminute aufgehalten am Plenum für den Naffer zu gedenken und auch den Leuten als Mordgefühl auszudrücken. Das wird natürlich auch der Bestände ein bisschen geprägt durch das Programm auf den Kopf kommen und einfach haben wir dezidiert weiterzuführen. Weil ich meine, Leben geht weiter und dazu sind wir uns alle gut eins. Wenn ich so, wir sind als eins. Bei mir am Plateau heiße ich meinen Kollegen, den Frank Engel, den Christoph Hansen. Ich meine, die sieht man eins, dass wir weitergeführt sind und dass wir das gut gemacht haben. Und wenn wir von der Schießerei durchschwätzen, dann feiert das eigentlich zu einem Sujet. Frank, du hast dort geschafft an der Spezialkommission für Terrorismus oder gegen den Terrorismus, was man so, und die hat ein ganz paar die Konzert gemacht, ein ganz paar die Rekommandationen an den Bericht als ugeholt gehen. Mit einer großen Majorität kannst du ein paar Worte dazu sagen. Das war eigentlich ein eigenartiger Zufall, dass den Bericht gerade soll an der Session zur Aufstimmung kommen zu Straßburg, wo dann noch ein terroristisches Attentat stattfand. Am Anfang wie viel an Erinnerung zu rufen, dass das Sujet aktuell bleibt und dass er sich weiterhin mit dem Sujet muss befassen, dass es kein harmloses Sujet ist. Wir haben eine Spezialkommission gehabt am Parlament, die während bald 2 Jahren sich beschäftigt hat mit den Befangen von dem Phänomen Terrorismus, notamment in Europa. Und der Bericht, den Lodo geholt wurde, den hat den großen Merit, dass tatsächlich, weil nur eine große Majorität Gesicht gibt, auch verdeutlicht zu machen, dass es eine Bedrohung von uns alle geht und dann ist eine Position von uns alle geht, oder für so viel wie möglich von uns dort geht. Dass das nicht gerade so ideologisch angefärbt wie andere Sujets, wie andere Texte zu dem Sujet, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Und eigentlich sind die Rekommendationen, die wir umschlagen haben, auch nicht revolutionär neu, weil wir eigentlich wissen, um wer das geht. Das mehr Fischieren, Plätze mehr Kontrollen, aber keine generalisierte Grenzkontrollen, keine Einschränkungen eigentlich von der Freiheit vom Binnenmarkt, die am Endeffekt kontraproduktiv sind, weil es immer mehr lernst, die do Einschränkungen gibt für die wirklich etwas Wichtiges wollen tun. Am wesentlichen Teil hat getroffen, gehen die nicht Wichtiges wollen tun. Mit dem Bericht hat also auch nicht die Ambition, Menge nicht ob Manns, meine Lektüre, einzelne fanden so Sachen soll ich nicht so in der Welt. Der Bericht hat auch nicht die Ambition, so wir gehen da definitiv mehr dran, von nicht mehr einen terroristischen Akt statt. Ich meine, dass das eine Haltung ist, die nicht kann verständlicherweise tun. Kann die Leute nicht versprechen, die 100% sicher. Es sind andere Menschen, auch an dem französischen Fall, hier zu Straßburg, eine Reihe von Fragen, die sich verständlicherweise stellen kann. Die erste, wofür lebt den TB Werner frei rundherum? Oder zu diesem Zeitpunkt frei rundherum, den hast du kein unbekannt. Das Fichiert, die war schon zu Lützeburg aktiv. War viele Plätze aktiv, so in Deutschland an Prison. Also das ist ein Tipp, von dem ich weiß, dass er eigentlich nach immer, auch von der Garten nicht aussieht, eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist. Wie den da kann und dem da aber höchst sekurisierte Straßburger kriegt mehr. Ja. Die nach mehr sekurisiert, wie nachdem die tragische Affäre zu Berlin vorgekommen ist. Dass den dort trotzdem kann an den Sicherheitsperimeter mit Waffen ranmarschieren, nur dem es Neues bei einer Perquisition war, soll verhaftet gehen, in den Front gehen. Und dass den du lernst, Soldaten, lernst Polizisten geht, die ihn wohl nicht kennen, weil sonst hätten sie ein bisschen unhalten. Das ist ja schon all ein Keier so ein froh, wo ich da sehe, wie kann das da verständlicherweise sein. Es belegt für mich, wenn du das wirklich mit allen Konsequenzen willst, da kannst du da doch fertig bringen. Den hat er Kaufgold, dass man Schuss gibt, während dem, wenn er umgeschossen gehen, hat er können auch Schuss gehen. Mit dem wollte das machen. Und gegen die Leute möchte eine demokratische Gesellschaft nicht alles, auch die Fische essen. Es gibt ja immer die Diskussion, die müssen den da alle überwerfen. Länger Frankreich, just länger Frankreich gibt es da 26.000, die Fische essen. Davon 10.000 radikalisierte Islamisten. Ich verhängen dort 2 Polizisten oder 2 Soldaten mal auf den Weg zu gehen, bei allen Movementen, in dem möchte, das geht logistisch einfach nicht. Und du willst Werte weiterhin so Geschichte vorkommen. Als Aufgabe ist es, für
Maschen immer mir eng zu strecken, sodat ze Manner können dadurch glötschen an weiterhin onheben. Eng Frau vu ménger seit Frank Mehuer schon eng Direktiv, déi fir géint den Terrorismus de Combating Terrorism so gëtt ze genannt. An du hast not Lützeburg Schottiner net ratifizéiert, also net an national Gesetz ëmgesat. Wéi wichtig ass et, dat mat wirklich lo an dem Kontext och virfahre fir dat all europäesch Land déi Direktiv auch doheem ëmsetzt. Das ist eigentlich kruzial, hängt allerdings nicht just von der Direktive auf. Mit die Direktive als ein Sternen respektiv Faustdrop, dass man vier und allem wissen, dass als Sicherheitsdienste alle Leute, die man Terrorismus zu den haben, nicht ausreichen, man den zu Summe schaffen und vernetzt. Das kann ich noch machen ohne Direktiv. Mit dummerweise also aber nicht ohne Direktiv geschieht, aber mit Direktiv geschieht es auch noch nicht ausreichend. Sehr, von daher wäre es schon wichtig, dass das noch zu Lützeburg gewonnen gesagt ging. Wir se jo net dat Land mat de performansten Norrichten Dingste an so Sicherheitsstrukturen, die et ginn. Dach gëtt an der Vergangenheit eng paar remarkabler Follecher von denen, iwwer die sollen in der Öffentlichkeit net schwätzen. Me ich menggen einfach, dat et immerem so was dat man feststellen, wann all méiglich Stellen, die man dat befäst sinn, optimal zu Summe geschafft hätten, wäre zu bestimmte Vierfeldfleisch net kommen. Das einfach doch de Leiit immer mich schwer zu erklären gëtt. Wir machen zwar Grenzen zo, wir machen groß Hexechte, wann es geschieht ass. Wir hätten, wenn wir für Drohnen Informationen über den gedeelt hätten, nicht so verstärkt drauf gesäß hätte, wie der DAX auch bei Sicherheitskräften der Fall ist, als nationale Souveränitätsgründe Sache vielleicht schon können verhindern. Mit Beispiel beweist, dass man aber beim Umsetzen von den Direktiven nicht unbedingt die Musterschüler sind, den man immer wollen sind oder den man immer so gerne am Fenster stellen. Wäre man dummerweise auch zu eiser Zeit lang nicht so schnell. Das ist aber kein Grund für nicht zu versuchen, endlich besser zu machen. Ja. Ich meine, ein anderes Sujet, den uns auch das Wort ganz stark beschäftigt hat, ihr wisst, dass international Handelsaufkommens als eng Kompetenz vun der Europäischen Union, dat heißt, Staaten und Memberstaaten ginn der Kommission e Mandat an Kommission verhandelt fir die Europäische Union so en Handelsvertrag aus, dat das dem Moment mat Japan geschieht. Du no gëtt dann natürlich am Europaparlament ratifizeiert. An mir hunn aufgestimmt darüber, der Christoph war als Schattenberichterstatter, Rapporteur effektiv auf dem Dossier für TVP responsabel. Christoph, erzähl uns ein bisschen über den Handelsaufkommens der Europäischen Union mit Japan. Ja, wir haben das effektiv das Woche ratifiziert hier am Parlament, das Handelsaufkommen. Und das ist so ein bisschen ähnlich, wie das zum Beispiel beim CETA der Fall war. Beim CETA war es so, dass du auch noch die nationalen Parlamenter müssen so an Deelweis auch nach Regionalparlamenter. Und da hat man ja bekanntlich ein größeres Problem mit der Wallonie, die aus rein belgo-belgischen politischen Gründen sich dagegen ausgeschwert haben. Und das hier Handelsaufkommen ist eigentlich das modernste, was biswell gemacht ist. Also aus vielen Gründen. Erstens mal, weil wir ein spezielles Kapitel dran haben über den Development durable, wo die zwei Parteien sich engagieren, an der Umsetzung von den 17 Objektiven für dadurch umzusetzen. Und das sind notamment Sachen, also erstens mal, dass wir als Engagementer von der Klimakonferenz zu Paris bekennen, an die auch an dem Handelsaufkommen respektieren. Und da gibt es ein ganz rich Punkten a puncto Arbeitsrecht, wo man gucken, für erstens mal den Sozialdumping zu vermeiden. A verschiedene Länder an der Welt gëtt nach Zwangsarbeit zum Beispiel fir den sech und déi internationale Konventionen vun der Weltarbeitsorganisation eigentlich soll run halen. Dat das etwas ganz Neues. Zweitens war der Teiten Handelsaufkommen wesentlich méi transparent. 100% Transparenz werdet nie ginn, weil muss aber auch noch verhandeln können. Wie sobald etwas Neues verhandelt ginn as Cecilia Malmström, Kommissarin, huet die Dokumenter direkt publik gemacht, dat jederin do Abblick hat. An du vergoufet auch wesentlich Manner Gegewand, wie man dat nach beim CETA kann tun. Dat tut auch nach einer Grund schaffen wirklich den zwei Blick, die selwicht Valeuren eigentlich stehen. Wir sind a puncto
auch punkto ökonomische Bereich da sind wir ziemlich an die ähnliche Sektoren tätig. Das heißt also Reziprozität zum Beispiel für Homologationen von den Auto, wenn ein Auto an Europa homologiert, das soll den dann noch automatisch homologiert sein, für dann noch nach Japan zu fahren, an dem gedreht. Man sieht ja auch sowieso auch schon auf dem Markt tätig. Die Japaner bauen noch Autos hier in Europa zu summen, sind die was mit Renault, Nissan als mit Renault an einem Konzern zu summen. Du gëtt schon viel Kooperationen. An dann de Sektor, den war am meeschte Wert profitieren, das awer d Landwirtschaft. Und dat war auch beim CETA war dat bisssen ernstcht oder wenn man iwwer de Mercosur geschwat oder das Landwirtschaft eigentlich gefart, man gife no OGMen herabringen, man gifen Ranzfleisch weit den Preis von dem europäischen Produktionspreis rabringen. Das ha ernstcht, weil Japan justement Land ass wat wenig Ressourcen naturellen a wenig Landwirtschaft huet, an die wirklich vun landwirtschaftlichen Importer aufhängig sind. An do so am Moment sind nach ziemlich heich Importzöller, also Taxen fir als Randfleisch, als Schwingsfleisch, als Wein fir op die Marché zu kommen. Die Werte lo graduellement komplett wegfallen. Dat heißt, mir wird 97% von den aktuellen also Importationstaxewerte komplett wegfallen. Das bedeutet, dass Betrieber über 1 Milliard Werte Spuren an dadurch auch wesentlich mehr kompetitiv gehen. Das ist wichtig, weil zum Beispiel als europäische Wein ist gut. Aber den ist am Vergleich, wenn die 15-20%, die im Alkoholgehalt dabei kommen, ist der Wein aber viel mehr teuer wie zum Beispiel der chilenische Wein, weil seit März diesem Jahr gibt es doch den pazifischen Akkord, wo notamment der Chile mit dran ist, und die kommen dann zu einem anderen Preis ran, wie als europäische Betrieber also Produkte das können. Und da werden wir den Ekart ablesen. Das war auch am geopolitischen Kontext ganz wichtigen Akkord, weil am Moment bringt gewissen Herr fertig mit Twitter-Messagen Handelskriche auszulesen an den als komplett gegen den freien Handel. Das ist also wichtig Zeichen, dass er entwickelt Ökonomien nach weiter für den freien Handel, den Handel, den auf Valeuren basiert, an den noch als wir sind auch die Regeln machen, und nicht die Regeln unholen. Das heißt, dass wir als Umweltstandards exportieren und nicht mehr niedrige Standards importieren. Das ist etwas, das ganz wichtig ist. Und mit dem heutigen Akkord werden auf jeden Fall die zwei Parteien viel gewonnen. Ich gebe es gut fanden. Wir machen ja auch, wenn wir so einen Handelsakkord aufhängen, auszuhandeln. Statistiken, von wie viele Arbeitsplätze das kann schaffen, wie viel der Betrieber kann spuren, wie viel PIB-Steigerung dabei rauskommt. Lo verstehe ich dat an dem japanischen Fall, dat jo wirklich en Akkord aus zwischen ganz ähnlich gelehrten Volkswirtschaft. Und ich höre nur, dass den richtig zum Drogen kommen, und zum Erfolg feiern, den es kontiert ging. Lo wäre natürlich gut, wenn das Ding in 2 Jahren erklärt ist. Wenn den anderen sehr die Bilanz sehen, also guckt mal, du wennst Hummer lo schon, ja. Ob der Haier seid und ob der Doer seid, folgendes erreicht. Einfach weil ja schrecklich viel Leute für den Handelsakkorden so die Fuß generell Angst tun, weil sie immer nicht mehr gezählt kriegen, wofür das Potenzial alles schlecht ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob Leute, wenn ihnen so gucken, los ist so viele Arbeitsplätze entstehen, können als Betrieber so viel besser investieren, los ist so viele Barrieren weggefallen und so viel. Ob dann Dankstein so groß wird, ich wünsche, dass es möglich wird, relativ rapid, wenn den Akkord in 2 Jahren kraft, das muss Bilanz zu ziehen, an Kommunikationsoffensiv zu starten. Mit der Wirtschaft zusammen, das bringt richtig. Der tut Hummer just am Kader vom CETA als der Tote gemacht gehen. Und du kann ich noch wirklich pro Memberstaat nur vollziehen, was das wirklich brucht wird. Und das wäre doch definitiv auch an dem Akkord mit Japan. Für den Succès dann noch sichtbar zu machen. Weil das effektiv, wie du siehst, du gibt viele Arbeitsplätze kreiert, geschätzt, dass pro Milliard, die man mehr exportieren, dass du 15.000 Arbeitsplätze an Europa beikommen. 15.000 Arbeitsplätze sind viel. Zu Lützeburg schon mal eigentlich den Glück, dass man bald mehr Arbeitsplätze haben, weil Leute die Arbeit wollen holen. Mehr an anderen Gegenden von Europa, also gesagt, noch immer am Schumasch, ganz dramatisch aus. Auch durch Auto gebaut gehen und so. Ne? Aber wenn wir die Leute an der Arbeit halten oder beziehungsweise an der Arbeit kriegen, sind die auch mehr zufrieden.
a werde doch méi eng soziale Ro an Europa ginn, wenn man dat fertig kann. Ja. Tipptopp, Zeit wie gesot lebt da ist immer fort. Bleif mir nach just vielleicht die ganz kurzen Sujet unschwätzen, das den soziale Pilier vun der Europäische Union, das lo genau Joer hier, dat man zu Göteborg de Somme hat, dat do die drei Partner der Kommission, de Conseil am Parlament, die Charta ënnerschriwen huet, fir méi sozial Europa fir méi et Standarde méi héich ze kreen an dorause aus den 20 Grundprinzipien soll Kommission pu legislativ Virschlemen. Der tun se gemer an der Zwischenzeit Detachement ans Enderichtlinien ass schon aufgeschloss. Das awer Pusachen nach die am Gang sind diskutieren, a wo mir och dëswoch fleissig op geschafft hunn, dat das engerseits eng besser Vereinbarkeit ze kreen tschen Beruf an Familie, dat heißt die Work-Life-Balance, die Balance fir dat besser hinzekreen. Dat zweet dat ass den Detachement am Transport, dat heißt bis lower den Transportsektor eigentlich net ausgegrenzt mit zu spezial Regeln do gegolt, do immer viel Dr geschafft. An dann natürlich auch die Europäesch Agenz oder Autoritéit, do si immer reis an de Dienst, de Conseil nennt Dir eng Agenz, Parlament will bis mi weit goen an eng Autoritéit fir dummer dat ze demonstrieren, dat dat soll méi eng Kraft kreen, eng Behörde op Deit oder ein Amt oder wéiet wëlt nennen, den definitiven Titel steet an net fest. Wer feststeet, dat sinn d'Aufgaben, die so eng Agenz soll hunn, dat hicht eng besser Informationoun tschen Memberstätten iwwer den Erbesmärt, eng besser Regeln ëmsetzen, gemeinsam dann natierlech och eng Mediatioun, dat hicht wann Memberstätten sech do net gifen eens ginn, dat eng Agenz kann ergreifen. Alles dazu, well jo Mobilitéit vun den Salarie vun den Arbeitnehmer ëmmer méi zouhëlt. Iwer 17 Millionen Leiit sinn alldéiglech op der Erbecht an engem andere Land wie do wo se wunnen. Do gesider, dat dat viel besser muss ze Summe geschafft ginn, wie der bis de Fall wär. Am mir hoffen, dat man dat kreen nach an dëser Mandatsperiod war net an ass onbessen Erbecht fir déi, die no eis kommen. Soviel vun der Mengeger Seite oder vun Eiser Seite, das woch wie gesot ha vu Straßburg. Bleif dais natierlech eich grosam Krchtech ze wënschen. Schei feierdeich wie en se Schein op Lützeburg seet, an dann e gute Rutsch a fir 2019, do here meis natierlech Rëm, méi loch schon 2019 eng gut Gesundheet an dat Glik wäderich wëncht, dat dat an Erfüllung geht. Vielmals Merci fir d Noku. Vielmals Merci.